Wir wollen zum Anfang 3 Lieder singen. Das erste Nummer 126. Komm zu dem Heiland, komme nach heut, folgt seinem Wort, jetzt ist es noch Zeit. Er ist uns nah zum Segnen bereit und ruft so freundlich, komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünde frei und rein in das gelobte Kanaan. Jesus, sieh her, ich komm. Komm, o mein Kind, und höre sein Wort. Gib ihm dein Herz und folg ihm sofort. Er ist ein sicherer, ewiger Hort. Drum mach dich auf und komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünde frei und rein in das gelobte Kanaan. Jesus, sieh her, ich komm. Glaube nur fest, der Herr nimmt dich an. Oh, fühlst du ihn nicht jetzt dir schon nah? Mit Lieb und Gnad will er dich umfahren. Komm nur aus Sünde, komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünde frei und rein in das gelobte Kanaan. Jesus, sieh her, ich komm. Noch Nummer 132. Komm doch zur Quelle des Lebens, durstig und müde und matt. Komm, denn es ist nicht vergebens, hier bist du ruhig und satt. Eile dahin, warum verziehen? Ewiger Gewinn steht hier auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens. Hier ist dein einziges Ziel. Komm zu den Worten, dich so laben, tauch dich im Glauben hinein. Hier wird die Sünde begraben, hier bist du selig und rein. Eile dahin, warum verziehen? Ewiger Gewinn steht hier auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens, hier ist dein einziges Ziel. Komm zu der heilenden Quelle, dir wird Genesung zuteil. Sieh, wie sie sprudelt so helle, trinke zum ewigen Heil. Eile dahin, warum verziehen? Ewiger Gewinn steht dir
ist die Quelle des Lebens. Hier ist ein einziges Ziel. Noch Nummer 148. Der Himmel steht offen, jetzt weißt du warum, weil Jesus gekämpft und geblutet darum, weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Auf Golgatha da litt für dich, als für die Sünder am Kreuze erblickt, als für die Sünder am Kreuze erblickt. So komm doch, o Seele, komm her zu dem Herrn und klag deine Sünden, er hilft ja so gern. Und klag deine Sünden, er hilft ja so gern. Wenn gleich deine Sünden so rot sind wie Blut, es machen die Wunden des Heilands sie gut. Es machen die Wunden des Heilands sie gut. Und wenn du dich kränkst, so in Sorgen und Schmerz, leg alles dem lebenden Heiland ans Herz. Leg alles dem lebenden Heiland ans Herz. Erleichtert die Schmerzen, hilft tragen die Not. Er führet dich freundlich und sanft bis zum Tod. Er führet dich freundlich und sanft bis zum Tod. Ja, guten uns alle. Herzlich willkommen, jeder einer. Scheint, der ihm so gefällt ist. So es klar sein von der Meier Toharche aus Redner. Das ist klar. Etliche sind gekommen, zu reden wollen. Und die meisten sind gekommen, zu horchen. Ja. So schaffen wir dann mit Peter, nicht? So, alle herzlich willkommen. Wir haben von der ein Zeugnis geplant, wo uns wurden das jugendliche ein Zeugnis vertalen. Dort, was der Herr und Ernst getan hat. Ein Wunsch ist noch wirklich, dass der Herr auch geehrt und verherrlicht wird durch Zeugnisse. Als Eltern, ich wünsche mir, wenn Gläubige Mut gemerkt werden, im Glauben zu kämpfen. Und wenn hier ein Ungläubiger ist, der muss zum Glauben kommen, durch ihre Zeugnisse. Das ist ja das Ziel, was das ist, ja ein Zeugnis zu geben, am Menschen sein zu gewinnen. So, das ist mein Wunsch, dass wir alle können, abgebüht worden. Und soll hier wer sein, was den Glauben noch nicht haftet, der muss den Herr Jesus auch annehmen,
van jou zu uns. Ik wil helemaal kort met een Ansprache her, nicht zu lang. En dan wollen we een lied zingen, en dan komen de zeugnissen, en dan wordt Bernie ons met een Schlussrede wat zeggen, zum Schluss, en dan komt nog een lied zum Schluss. En ik wil nu zeggen, wanneer het wem onreden mocht, laat het zo niet, ervoor niet van Hof, met een zwart gewassen. Merk die vrij. Van jou is de dag, dat u nog gelegenheid hast, wanneer u hier bent, wanneer u nog leest. Wanneer het woord onreed, voor niet van Hof, blijf zaten, kom terug, met een een gesprek met die. Ik heb een kort Engelse wat ik wil lezen uit 2 Timotheus, het eerste kapitel. De hier schrift Paulus aan Timotheus. Wie weet het, Paulus, hij weer een oudere man, hij weer een apostel, hij werd vastgenomen, hij werd in gevangenis. En hij kan brieven uitschrijven en hier schrijft hij ook aan Timotheus. Zo hij had deze Timotheus, hij werd een jonge diener, den had hij zo lief, den hield hij, zegt hij zo, als mijn zin. Ja? Hij had deze zo lief als zijn zin. Zo hij deed aan moed merken, hij vreit zich voor deze jonge man, dat hij zum Glauben gekommen wird. Dat hij zegt, deze uitlei zegt, een ongevorderd Glauben. Because een reiner, abbrecher Glaube had dus Timotheus. Zo dat hij aan loven, en Paulus wird zo dankbaar, dat hij kan God dienen met een reiner gewassen. En hij zegt hier te Timotheus, ik weet die Glaube en ik weet van wer die beleerd heeft. Hij zegt, die grootmoeder en die moeder. Die hebben die geleerd, so en ik weet wat in die is, wat du vergeloven hast. Ja? So we willen mal lesen van 6. vers bis 33. 2 Timotheus kapitel 1 van 6 bis 10. Solcher Ursachen willen erinnere ich dich, dass du erwecktest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Darum so schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn nach meiner, der ich sein Gebundener bin, sondern leide mit für das Evangelium, wie ich, nach der Kraft Gottes, der uns hat selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz und der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus für der Zeit der Welt, jetzt aber offenbar durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesu Christi, der dem Tode die Macht hat genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. So, hier sagt hij, dort is sollen, da ik die dit zijn, am Wort, wenn den Glaube, den reiner Glaube, den ungeforderter Glaube, sagt hij, solcher Ursachen will, sagt er, die Ursachen sollen, da ik die erinnern, Timotheus, dat Gott ook wat die Worten, die Guf, en die abwaken wordt. So we hebben hier van de jongeringen, zij zeugen van dat zij Jezus Christus aangenomen. So, als een mens dan al vorig, wanneer hij dit zeggen kan, ik zeg maar, nee, dat is niet. Jo, hij heeft den Glauben gekregen, aber hier sagt hij, Paulus wieder wichtig, dat Timotheus, dat hij zich wordt de Goven in zich waarloten van God. Hera, wofür hast du dir, Gott, handgegeben? Gott merkt von mir, was du warst. Du hast in mir ganz bestimmt was gesagt, aber ich kann noch nicht erfahren, was ich für dich tun kann. So, und dort hat Paulus zu Timotheus sagen, Gott möchte go in die abwarten, ja. Und er hat auch gesehen, aus dem Präger sagt, ob sie seine Hänge ableihen, so haben wir das so wichtig, dass er sich von Gott wird Brücken loten. So, wenn das hier ein Zeugnis geben, okay, viele von uns haben das auch getan, ein Zeugnis gegeben, so wird es dann wieder, lot wir uns dann noch brücken, lot wir Gott bei uns bei, dass er kann die Gute abwaken, so ich do dit, was do ich, oder was do ich?
was tun wir wirklich jetzt für den Herrn? So dort wie Paulus einmal sehr wichtig. Er wusste, dass Timotheus, der hat den Glauben, was bestimmt. Der hat nicht irgendwo bis aber Gott abgeschlappt. Der hat den Glauben, den reinen Glauben an Jesus Christus. Und nu will er, du auch warst gehorsam sein, du die warst von Gott bewegen lassen, und dass du warst arbeiten, dort, was Gott von dir will tun. So, er sagt, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. Also dort ist für uns die Furcht in uns. So, wo kommt die Furcht her? Paulus sagt hier, sehr in der Fall, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Was hat er uns gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Sucht. Warum fürchten man sich dann so oft von Gott deinen? Nicht? Schlauten und Satten, nicht? Und Angst, dort wieder zu sein. Nicht? Das Fleisch hat Angst, wenn dort wieder zu sein. Das ist irgendwie, wir haben uns sehr bereit, sie sollen nicht abgerecht sein. Tranquilo. Aber ich sage mit euch gerecht, nicht? Woran? Das Fleisch. Das ist das. Normal, von dem ich prate, das ist das. Das Miese und das uns alle so, nicht? Aber er sagt, ich habe den Geist der Furcht gegeben. Er hat uns den Geist gegeben, die Kraft, Leib und die Sucht, eine Belehrung, nicht? Der Geist Gottes gibt uns die Kraft, damit wir verarmt sein können. Und sagt, du wen, schäm dich nicht. Darum so schäme dich nicht. Er sagt dann, du sollst dich nicht schämen. Gott hat die Kraft gegeben, Gott hat die Leib gegeben, Gott hat die belehrt zu sein. Nur schäm dich nicht, ein Zeugnis zu sein für den Herrn. Worauf haben wir uns so geschämt dafür, nicht? Worauf haben wir uns getraut? Was sagt Jesus? Was schrift Paulus? Jesus sagt, wer sich schämt für mich und meine Wieder, für den, wo ich mich schämt für den himmlischen Vater. So, weil wir haben, da waren wir so rum, weil ich habe, dass Jesus sich mit mir für den himmlischen Vater schämen soll, dann darf ich mich bloß für sein Wort schämen, sie sagt bereit. Und weil wir doch nicht, wir wollen doch nicht, dass Jesus wird für den Vater einen Tag kommen und sagen, hier ist dieser hat die Leib, dieser hat für mich gezeugt, dieser hat für mich angestoßen, hier ist er. Dort sind die, wofür, die wird sich nicht schämen worden haben. Der wird sich schämen worden haben, sagt er, der Nomen wird nicht in Lebensbuch geschrieben stehen. So, er sagt klar hier, schäm dich nicht. Wir haben die Kraft gekriegt. Der Geist hat uns die Kraft gegeben. Er sagt, der hat uns selig gemerkt, in Beraupe, mit einem heiligen Ruf. Er sagt, das hat Gott dann auch getan, als die Welt mögt. Das hat er dann auch geplant, dass diese von der wurden von am Säuen. Aber er hat das nicht lotet, mal die offenbart, dass sie säuen dürfen. Aber Gott wusste dann auch, was hier von der Haus passieren wird. Gleich diese Säulen, die wurden von der Haus von am Säuen. Er sagt hier, darum hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz und der Gnade, die uns gegeben ist, in Christus Jesu vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbar. Nu ist es offenbar geworden. Das Wort ist dort nu offenbar geworden. Da ist das Jesus Christus erst auf diese Erde gekommen. Da ist das Evangelium, eigentlich diese Worte uns verteilt sind, da ist das Evangelium zum Glauben gekommen. Da ist das, was gehört haben. Da ist das Evangelium, kommt man noch zum Glauben. So kann sein, durch den Moment, wo die Person wird einmal offenbar, kick mal, du bist verloren ohne Jesus Christus. Du brauchst ihn. Dann kann man sagen, so, mir ist es lange nicht offenbar geworden, nicht? Ich kann nicht wissen, was das bedeutet. Ich kann nicht wissen, was Jesus für mich bedeutet. Nu ist mir das offenbar geworden, dass Jesus auch für mich persönlich die Sünde am Kreuz betont hat. Dort wird Paulus hier einmal sagen, dass wir uns nicht schämen sollen. Gesagt, er redet uns von der, danach wird er Timotheus geschrieben. Aber es ist von der auch wichtig, für uns diese Brief zu lesen und zu weiten und zu denken.
wat wil ik van jou te aanzaaien? Gezegd Paulus en Timotheus, wie krijgt zijn de mensen zijn du zijn? Krijgt zijn je pleuren, krijgt zijn de mensen im Fleisch? En zij brukte dat. En die van jou zijn krijgt zijn de mensen. Wir sind krank so abhängig von der Genug Gottes. Weil einfach uns im Acht nehmen und checken, was hat Gott für mich Wirklichkeit? Als mir das offenbar geworden, hat das Evangelium mir irgendwas gesagt? Sagt das für mich was, das Evangelium? Hat mir das was gesagt? Sagt mir das was? Was ist wirklich die frohe Botschaft von Jesus Christus? Dort, was am Licht gekommen ist, von der für jeder Mensch. So, wir wollen kurz beten und singen ein Lied und dann gehen wir über zu den Zeugnissen. Wir pausen erst Stuhl ab zum Beten. Allmächtiger himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir, dass es wertvoll ist, diesen Abend hier zu beleben. Herr, du wirst all von Anfang an, was hier von dir gut vergehen. Herr, aber du hast auch die Leute Zeit geopenbart, auch diese Säulen, dass sie auch mit eingeteilt sind zu der Radung. Dat wat u, Herr Jezus, om Kreuz op Golgotha gedaan hast. Herr, wir sind so dankbar, dass das immer noch jährlich ist. Dass du immer noch gleich so liebend bist, in jedem einen annimmst. Herr, du bist von dir auch noch so. Herr, mochten diese Zeugnisse, was das uns vertalen worden, uns anreden. Solche wir sein, wer den Glauben nicht hat, die noch nicht angenommen Herr. Du musst reden. Du musst dich vermitteln sein für jedem einen. Jeder Gläubige Mut zu merken und jeder Ungläubigen, was du zu bringen, sich auch anzugeben. Du Herr, ich bete für jeder einen, der reden wird, schenk Gelotenheit. Schenk an dort zu reden, was du ihn angibst, Herr. Das ist nicht mehr wichtig, als deine Wahrheit hier wird. Rütgeredet worden, aber du kannst verherrlicht worden, gut gemerkt worden. Herr, wir loben, preisen und danken dir dafür. In dem Namen Jesus Christus. Amen. Nehmt Platz. Nummer 174. Es war, dass Jesus starb für mich und büßte meine Schuld, dass Gottes Sohn am Kreuz verblickt, o wundersame Huld. An dem Kreuz brach der Morgen mir an, und das blinden Auge ward aufgetan, denn ins Herz hieß ich den Heiland ein, Hosianna, nun ist der Friede mein. Trug meine Sünden das Gottesland, gab mir sein Schmerzensschein, dann seh ich es am Kreuze starb, was Gottes Liebe sei. An dem Kreuz brach der Morgen mir an, und das blinden Auge ward aufgetan, denn ins Herz ließ ich den Heiland ein, Hosianna, nun ist der Friede mein. Die Schuld mit Tränen heilen kann ich nie dir zahlen ab. Ihr Jesu, nimm mich selber an, ist alles, was ich hab. An dem Kreuz brach der Morgen
entsetzlich ließ sich den Heiland ein. Hosianna, nun ist der Friede mein. Mijn naam is David Weber, ik wil je van mijn Zeugnis vertellen, weil ich der ist angenommen, ich seine ersten 8 Jahre seine ich in Speranza geboren, erste 8 Jahre dort gewohnt. Und dann traf ich nach Fresnillo, und da habe ich dann 12 Jahre gewohnt, seine 20 Jahre. Und ich bin 14 Jahre, dann fange ich an mit der Losers, ich will auch Wannerer sein. Und dadurch ist so, ich kriege eine große Wörter von der Losers, wenn so das so arbeiten darf. Und ich bin mir gesagt, ich habe mit meinem Bruder jeden Ewig, den ich sehr gepflegt, ich dann sehr schlechte meine Autos in dem ganzen Jahr war. Und wir bloß haben wir jeden an. Und der Jahr dann im Januar für ich dann im Zentrum natürlich, so dann wollen wir mal besser gehen. Und dann fängt der Helle jetzt mir unter dem Mond, dass ich soll auch schon fangen. Und dann kriege ich einen großen Auftritt und dann heute fahre ich hoch, ich Auftritt. Ich dachte noch mal, würde noch mal wohl sein und dann da. Aber mir ging das gleich zu und ich lebe immer weiter wieder. Und dann fängt er jetzt mir unter dem Mond, dass ich wenn ich dann uns Haus, dann war der Geschäft gesucht hat, dann kriege ich mir meist gleich eine Haus, ich habe gefreut, um eine Hauswagen schlucken gehen, wenn es sehr gerade Aufrede hat. Aber und dann ist dann, wenn ich mir da war mir das bloß verhebt, mal der Schein und nicht mal manche hier und sagen, mir ging das auch mal scheinbar besser, dass der Herr mir das soll nicht merken, das Leben. Und ich war dann ein bisschen krank, dass ich mir das gefangen und erklären, aber du weißt, wie ich doch recht gehört habe, ich lebte, wie es kriegen, dann war mir das gejängt. Ich will nicht richtig nehmen, dass ich ein anderes Leben will, aber doch direkt ein Bett alle ab. Und dann, noch gestern kam ich dann hier hin. Und mein Erstellung wie gesagt, dass ich hier verblieben. Ich will morgen Spanische machen. Dann habe ich gleich stressen wir, wenn ich lebe will. Und dann will ich bloß wieder leben, wenn's. Aber ich kam hier dann noch die Kirche. Und da redet, man ist von mir da und unterreden, als wenn das wenn der Prediger bloß zu mir sagen, dass was ich würde für eine Freude haben, wenn ich den Herrn würde annehmen. Und mir redet an, aber ich kriege mich nicht, dass ich mich immer ich will mich bekehren, aber ich will zu bleiben, wenn wir mich nicht wem unterreden, und aus haben wir wollen halten und die Klarheit zu weiten. Und dann man ist dann reden wir im Prediger an und dann fragt er, was hat mir immer bekehrt hat. Nur ich kann nicht. Aber ich will, aber ich weiß nicht, wo, ich kann die Bekehrung nicht verstehen. Ich weiß nicht, was ich halte, dann würden große Veränderungen an mir passieren. Aber das wird nicht so. Dass eine große Ändernis passieren, die du fühlst. Aber da, dass der Leben das hat sich geändert, dort war ich schon arbeitet, dort ist mir jeden an. Und ich kann mich dort bekehren, ich kriege die Klarheit, dass ich dort sein kann, dass ich kann gerat werden, wenn ich den Herrn annehmen darf. Und ich nehme den dort an. Und habe Vergebung über die Sinn gekriegt, was ich tun habe, wenn es mir, falls ich so fern aus, wir besuchen die was. Ich würde wissen, alles, was ich getan habe. Ich kann nicht unmöglich bereden,
wat mir danach wel haben, ich will trist sein und dort auch nicht bereden können, ob wir mal verleihen, aber ich bin dankbar, dass ich auch den Herrn annehmen, dass mir den Sinn vergift hat und dass ich auch mein Leben ändern und ja, für den Verlangen in der Gemeinde anzukommen und durch so zu arbeiten, wurde dann jetzt und dann sei dankbar, dass ich auch Klarheit habe, was so wie. Genobis. Mijn naam is Jenny Rampel, ik ben 17 jaar. Ik ben hier in Chihuahua opgewassen, van klein aan. Ik ben naar de kinderstund gegaan. Dat was mijn oven, dat ik weet, 4 jaar. Hier heb ik mijn zesde zich betiert. En ik wilde dan ook unbedingt, want ik wil ook de naam draaien, dat ik betiert weer. En dan zie ik door een ernst gebed even. En ik weet niet meer, wat ik heb te zeggen. En du ändert sich wirklich nicht in mein Leben. En ik heb ook lang in de Sorge der Eiweiß gelebt. Ich hatte auch so Angst, wenn uns was in der Welt passiert, Katastrophen oder so, dass Jesus wohl weiterkommt. Ich bete immer, dass er soll nicht kommen. Ich tue noch nicht reut wir. Und ich habe dann lange an der Eiweiß gelebt, weil dann die Evangelisation kam 2013 von Bert Abri. Ein von den ersten Obers, mir redet wirklich so an, aber ich will mich dort nicht bleiben bleiben. Wegen mir immer so, dass ich in der Schule immer sage, ich will betiert und ich will aber eigentlich nicht. Und wenn ich dort immer sehe, dass ich betiert wird, kriege ich einmal einen Aufrede gewesen, wenn ich wusste, dass ich das eigentlich nicht wird. Und ich will halt nicht bleiben, wenn ich dachte, Menschen wollen da denken von mir, dass ich bleiben bleibe. Und dann ging ich dann rüd und mir wird den nächsten Tag auch so schwer. Und ich dachte, vielleicht will ich auch nicht die Flasche länger drehen, mich noch zu betieren. Und dann den nächsten Abend spielt sie mir zu der Rede bloß für mich. Und auch der Chor, der Song bloß für mich spielt sie mir zu. Das reden wir so an, dann bleibe ich bleiben. Und dann betiert ich mich auch und ich folge auch viele Änderungen in meinem Leben. Ich kriege Mut. Ich merke auch stille Zeit. Ich habe so lassen, stille Zeit zu merken. Und so habe ich dann lange gewohnt. Und dann, wenn ich 12 Jahre war, dann will ich das eins nicht mal von Gottes Wort wollen. Ich habe lange überhaupt nicht die Bibel gelesen. Ich verschaffe das einmal bei unter den Tag. Und beten direkt, wenn es bei uns ist, ich wollte mich in die Gewässer berühren. Und dann habe ich lange in der Eiweiß gelebt, weil dann ein Sonntag in der Kirche predigt wird, wo mir so unrein und ich sagte, ich muss mein Leben ändern. Und dann habe ich auch Buße darüber, und dann habe ich auch lang viel schon gegangen, und dann kommt dann 4 Jahre, Anfangsjahr, du fragst mich, was ist der Sinn von Leben? Und mir später gesagt, die Dollar eigentlich, du früher für den Sinn von Leben wird, die Dollar, was ich ändern Leben hat überhaupt keinen Sinn. Wir leben alle auf der Welt bis Verdammtheit. Und dann kommt das so schwierige Momente in meinem Leben, wo ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich freue mich so, wenn ich an so der Beschwerde lachen an Jeroden wird und durch kein Licht entschieden dort. Und ich teile auch so, Jesus läuft mir überhaupt nicht mal. Jesus hat keinen Plan für mein Leben und ich kann nicht verstehen, wohin mir laufen dort. Und dann hat Jesus für einen Raum gebeten, er soll mich ein bisschen von dieser Welt nehmen, ich will sterben. Und da hat ich für einen Raum gebeten. Und dann rede ich mit meinen Freunden über, aber ich kriege nicht Frieden und nicht. Und dann kommt die Evangelisation für die Jahr und ich hier würde ein Thema sein von dem Sinn des Lebens. Und dann, ja, ich freue mich das auch ab, ich habe das auch abgewacht bei den Aufenthalt, wo du sein, in den Aufenthalt mir das auf, dass Jesus uns Sinn von Leben wird und dass er auch, ja, uns den Sinn von Leben darf und dass er uns über alles leben wird. Und du warst mir das klar, dass Jesus auf mich läuft vor, wo ich lange nicht glauben kann und ich kriege auch wieder den Frieden. Und ich verstehe auch, dass Jesus uns Sinn von Leben wird, mir dann auch viel schöner. Und dann stützt die Luther kriege ich Halsgewissheitsprobleme, wo ich und doch, ich würde selbst durchkämpfen. Ich will lang stellen, ich will mit ihm darüber reden, und ich mag aber, ich muss mal mit ihm darüber reden, dann habe ich mit meinen Freunden darüber geredet, und sie mir dann noch viel Mut, und ich habe auch die Gewissheit gekriegt, über die Halsgewissheit, ich sage mir ganz klar an Glauben, und ich ging dann auch zu Taufunterricht, und dort ist eine Sache schon, und gesehen, die Titel war es, und mein Wunsch ist auch getauft zu werden in Mathe-Arbeit. Dankeschön. Nu hvis min nummer son, ik zijn 17 jaar, als ik 7 jaar weer trouwt mijn ouderen hier in Chihuahua. En ik ben hier op de kerk, allemaal te kerstend gekomen. Maar ik weet ook niet veel, dat meer het ooit redt, de predigt naar die schicken wat allemaal. Maar wat ik allemaal weet, mijn ouderen die zei veel allemaal nur recht in harten. En doe je dan zei veel, wo aardig dat in de wereld weer en wat voor mensen gestorben zijn. En
mir ging einmal so, dass ich wusste, wenn ich auf einen Sturm wurde, ich würde nicht gerat sein. Und ich ging nach meine Stufen an, da die Kassen über meine Ohren, ich will ein bisschen hören, den Urrechten, was ich kann. Und so wird ich einmal mit der Vater Saddam. Und dann ging ich mit meiner Mama, und früher, als sie mir sagen können, weil ich mich bekehren kann. Sie erklärt mir das dann, und ging ich für mich dann ab in der Stufen an, und schneiden mir dann, und früher Jesus an Vergebung für meine Sünden, und kriege auch mit meinen Horten an. Und mir ging dann schein, aber wenn es einer so klein wird, ich kann nicht alles begreifen. Und dann versuche ich meine eine Kraft wieder zu merken. Dann teile ich auch Deel auf, weil Deel ich auch wieder Fan gewesen. Eerste paar jaar zo dat ik fan, en de dag dat ik zo, ja, die week of 3 jaar smakje was, dat ik daarmee ook eigenlijk proef. Wel, dat bij wat ik krijg, is eenmaal, ik dat is allemaal met mijn ene kracht zelfs verzag, en wat ik antwoorden is, dat Jezus eenmaal vrouw is, als hij mij wil daar een dag houden, maar wat eenmaal ik voor schwierigheden had, dat ik Jezus mis doen of vrouw. En zo, ik heb ook veel zware 10 jaar had ik zo'n falsche Entscheidungen getroffen, en wat ik Ludo aanwarm is, ik heb mezelf bis wie drauf gebracht en onder mensen ook. En wanneer ze nog maar oefen werden, dus dat, mir redet Fernseher ohne, aber ich dachte immer so, ich kann auch gut tüß tun, das wäre gar nicht nötig, dass ich das unbedingt muss wieder checken tun. Dann, wenn ich dann tüß will, dann will ich wusste dann über mein Leben, oh, das toll, aber nicht viel an. Und dann wird das auch irgendwann, wie ein Oefen mir redet, war das so sagen, und ich dachte so, wenn ich das tüß versiegen, dann das halt sowieso nicht an. Und dann kriege ich mir dann tun. Und kann ich mit einem Donner darüber reden, ich kann Buße dann über mein Leben. Und ich habe hier auch gesagt, schon die Dinge gehört, aber wie du gesagt hast, dass ich mir manchmal kein Tag gehört habe, dass ich mein Leben geführt hat. Und dass ich mir das zu packen hat. Und besonders mit meinem Gebetsleben, ich schwinge das auf. Ich jeden Mal zu sehen, dass einer keine beim Leben beten, dort schafft auch Jesus hier dann auch Gebete. Und da ich so war, dort schaffen, dann will ich das auch so tun. Aber mehr ist einmal, wenn ich dann das hohe Gebet und dann wieder einschlucken, wenn ich es mal dann abwarten dort. Und dann dachte ich habe mir das Gebet lange nicht eingemerkt. Und ich fand mir einmal gräsen, sah schällig, aber so hat eine lange Zeit gelebt. Und ich frage Jesus dankmals mal am Haupt, dass mich halten, weil ich fand mir sah schällig zu ihr. Und dann wird ein paar Jahre, was ich dann ab Neues kenne, aber das sucht dann, wo mich so zu parken, das war der Kraxte da, das Eier. Ja, was ich das antworten muss, dass, wenn ich Jesus Antwort beten würde, ich muss dann nicht bis alles tachluten und sagen, ja, die kosten nicht alles tun. Wenn ich Jesus Antwort beten würde, dass ich müsste dann selbst was tun, dann kann ich bis durchkicken, was dort oder dort, ich müsste dann selbst was tun. Und dann kann sich kriegen, die Eva, und besonders auch in der Hof, erreicht hat, ich habe eine sehr schwere Zeit durchgegangen, wo du sucht und mich versucht, sehr anzubilden. Ich sage noch nicht heute in Tofen, aber die besten Vorbilder für die Menschen, die was wirklich nicht, dass die was nicht luten Tofen, da die ich mal wieder abstauen, dann kannst du in die Gemeinde ankommen. Und dann redet man mit ein paar Schwester du Eva und ein von der sehe dann, Mensch, wir können perfekt, aber wenn ich nicht lernen will, dann würde ich einmal lernen können. Und das gibt mir viel Mut und Jesus hat mir die Kraft geschenkt, dass ich da fertig war ich und ich hatte verlangt, mit Tofen zu lernen, und bewiesen, dass ich ein Kind Gottes bin. Mijn naam is Trutje. Ik ben 17 jaar en ik ben geboren in Fresnillo. En als ik 3 jaar ben, dan trok mijn ouders erbij, dan trok ik naar São Paulo. En toen vang ik dan aan de school te gaan. En we vonden ook allemaal de kerk van de kerk weer. Maar mij redet het helemaal aan dat ik nog mijn leven met Jezus vieren. Ik leef dan bis das mir janka. En dan, als ik 7 jaar weer, dan hier ik mijn mama eines Tages in de Kerk, der liest die Bibel, der liest, ob der steht, wo das steht dort, wenn ich an Gott läuft, kann ich in den Himmel nehmen. Und mir wird immer so klar, dass ich will in den Himmel nehmen und ich will nicht in der Hölle sein. Und dann frage ich meine Mama, was ich muss tun, damit ich in den Himmel nehmen kann. Und dann erklärt sie mir, dann sieht sie, dass einer muss Jesus fragen Vergebung für die Sinn. Und einer muss auch mit dem Hart nehmen kriegen. Und so dauert ich das dann auch. Aber das gibt schon anderes in meinem Leben. Das komme ich dann in Beziehung, ich werde dann in den Himmel zu kommen, wenn Jesus will weiterkommen. Und so lebe ich dann eine Zeit lang, und wenn die Menschen mit dem Freund beziehen werden, dann sehe ich immer, ja, ich will. Ich sage dann 8 Jahre, dann trage ich hier in die Schwauer. Und du fängst dann an die Schule zu gehen, und wieder alles so anders. In der Schule haben wir immer smarts, dann auch ein Unterricht die Bibel. Dann fragt die Lehrerin immer noch, wie alle beziehen wir. Und dort fangen wir an, nur zu denken, ich sage, überhaupt abrechtig beziehen wir.
in de onderkeren van allemaal waarvan de grote vrijheden gekregen. En de hoor ik op wat je me gehoord. Ik hoor niet veel wat gemaakt is, heb je gehoord geändert. En dan fange ik aan te twijfelen. Mir war das unmöglich, dass die Menschen mir immer früher respektiert wären. Nicht. Und dann lebe ich eine lange Zeit in der Zweifel. Mir fange das an, ging unter worden, die Track zu fahren. Mir fange das an zu euren, dass meine Eltern das immer so ernst nehmen. Aber ohne Sinn auch nicht Track zu fahren, wir können nicht mehr gut bleiben. Und dann kam das nur zur Evangelisation, ist von Bernd Abri hier. Und dann war mir Angst, die wollen so eine Welt lang aufentscheiden sein. Aber ich dachte so, vielleicht würde erst was machen können, da wir gehen so ist die Track fahren. Aber das wird nicht so. Man denkt nicht in Erfahrung. Wir fahren dann den ersten Abend die Track. Und mir redet dann auch so an. Aber ich treffe mich mit, ich will bitte, und ich darf nicht noch einmal. Also da fahre ich dann in Haus. Und ich kriege so eine große Angst. Da wird, wenn Jesus würde nachkommen, ich weiß nicht mehr einmal, ich bitte werde. Nicht. Und dann schaue ich mir so einen Gedanken an. Wenn ich bitte werde, aufrecht bitte werde, dann würde Jesus mir doch nicht mohnen, dass er mir so bekehren. Und dann war mir klar, dass ich das nicht höre, dass ich die Bekehrung noch nicht höre. Und da habe ich so den nächsten Abend, dann wurde ich beim Bleiben und dann wurde ich mich bekehren. Und dann, so dann der nächste Abend wieder, dann da habe ich mir selbst was anderes ut. Und da habe ich nur, was kann ich nicht vergeben, dass ich nicht weiter dran bleiben. Und dann vor mir wieder, meine Eltern, die fuhren einmal kurz in die Track weichen und wollen mir uns bei der Track verjeten, wenn ich nicht vor den Titeln fertig sein. So ging ich den zweiten Abend dann auch weiter rüt. Und dann kriege ich einmal gerade Angst. Und dann weiß ich immer, dass ich gucke einmal so, dass Jesus würde dann auch nicht kommen, der soll nicht kommen, wenn ich nicht reut. Mir war das dann auch, dass ich so eine Angst hatte, so ein Zweifel. Ich dachte, den nächsten Abend, dann bleibe ich drei. Und den nächsten Abend, dann kriege ich mich an, dann bleibe ich drei. Ich darf mein Leben haben, Jesus. Und dann kriege ich auch die Worte Bekehrung. Ich kriege den Frieden und den Frieden. Ich fühle mich so leicht und ich bin so mutig zu sein. Aber der Frieden, der bloß für ein Stutzchen. Leefde ik waar mijn leven zoals meer janka. En mij vangt dat aan, ging aan te worden de Bibel, die we me doen, de track, dat we alles schön zijn, dat ze leren gaan met de track van, ze naar track weer. En dan hier ik een boodschap, waar een Christ leven zal. Dat reed me dan aan en dan werd ik aan dat mijn leven wie lang niet op wat een Christ leven wil. Maar dan dacht ik, dan wil ik boezen doen over mijn leven. En dan kan je zo doen, viel mir alles verder uren. Wo ich auch lange gelebt habe. Ich habe die Bibel auch lange durchgelesen. Und Jesus wurde mir auch nicht frisch vergeben, wenn ich wurde Buße tun, weil er mein Leben wäre. Ich wurde um Vergebung fragen. Jesus wurde mir auch lange vergeben, der wurde mir auch nicht mal leben. Dann leute ich dort tag, dann dachte ich so, wenn ich nicht würde, dann bloß umfangen Geschmack zu leben, dann würde Jesus sich vielleicht noch einmal doch über mich erbarmen. Und dann hier ich eines Sonntag dort die Botschaft über, wer Gott ist. Gott ist Leben. Er ist geduldig und gnädig. Und dann kriege ich den Mut, dann darf ich Buße über mein Leben. Und dann kriege ich den Frieden, den ich hatte, dass ich mich bekehren dort. Und ich sage, ob du hängst so mutig warst, wenn ich einmal lebe, aber ich wusste, dass ich nicht mal allein wäre, dass Jesus mir helfen würde. Und ich hatte verlangt, auch getroffen zu werden, und ich meine, mir taten so gut, ich komme. Dankeschön. Ja, genau was. Mein Name ist Julian, ich bin 17 Jahre alt und ich bin hier in der Kolonie abgewachsen von klein an. Ich ging auch einmal die Kinderstimmen, von auch einmal hier zu kirchen. Ich versuche auch einmal mit Menschen eigentlich ein schmackendes Leben zu führen, obwohl das für gar nicht so wäre. Und das lebe ich dann an. Und einen Tag nach früh mich irgendwie, als ich bekehrt wird, oder was ich mich Gott will bekehren. Ich bin dann mal ziemlich nah und ich sehe ja, und ich bin dann auch über eine wirkliche Bekehrung, bin dann mein Leben ändert sich nicht schon. Ich lebe Kraxe wieder aus Saßen. Ich habe die Evangelisation von Bernd Abri. Ich kann ich dann auch einmal die Kinderstimmen gehen, aber dort mal wieder davon noch voll, wenn ich mal von Saß bekomme, mir wieder ziemlich verdorben, dass ich nicht zu den Kinderstimmen gehen, aber ja, dann bleibe ich halt bei und hört an die Themen an, wo du dann wir fangen dann auch an so unterreden, aber ich dachte so, dass ich will heute mal gebet, Jesus soll mich bekehren, da will ich gar nicht nachrichten, dass ich beim bleiben. So dass wir mal abends und fangen so an unterreden. Und ich schaffte bis einmal ab, aber den letzten Abend dann, weil ich das
sag klar, dass ich muss mich bekehren. Ich will gar nicht bekehrt. Dann bete ich innerlich, dass Gott so mich halt mal wiesen, von woher ich gehen soll. Dann, als wir dann anfangen Ritte gehen, und dann hat es dann so, dass wer sich dann bekehren wollte, kann dann nach fern kommen. Ich habe dann auch Angst, dass was die Menschen würden denken, wenn ich würde treu bleiben, so ich versage immer, mag immer Schmack zu sein und wenn ich mich nicht bekehren. Ich habe Angst, aber ich bete innerlich, dass Gott so mich halten. Und als dann bei mir wird in Rückgehen, irgendwie ist, wenn ich gar nicht die Kraft habe, ich ging dann noch fern. Und ich rede dann auch mit deiner, aber wie ein Mal in eine Stunde. So, und ich bekehrt mich dann auch. Ich habe hier auch versucht, ein anderes Leben zu führen. Obwohl ich mal auch gescheitert ist und ich dann auch an jemanden sah, Spaltiden gekommen. Ich gar nicht mal gewusst, wo ich stehe. Und ich habe auch mit irgendwem darüber geredet, ich habe auch langsam halt gewisse Probleme, dass ich so dass ich leben, dass ich verhebst nach bekehrt bin, oder aus Gott mich, wenn ich eine Sünde tun habe, aus Gott mich verhebst und war, wird vergeben. Also ich war, wo der sind. Ich rede mit irgendwem darüber und ich merke, dass ich mich selbst kann nicht stellen. Und wenn ich das, ja, Menschen merke immer wahre Fehler. Und ich rede mit irgendwem darüber und ich kriege hier auch sehen, mein Verlangen ist nicht, auf eine Gemeinde zu kommen und zu mithelfen, wo immer das fehlt. Mijn naam is Lorna Cornelsen, ik ben 17 jaar, ik ben opgewassen hier in Chihuahua, ik ben in een christelijke familie opgewassen, ik had het immer van klein op aangeheerd, ik wist goed wat ik moest doen, omdat ik bekeerd word. Aber wenn meine Eltern mich früher mich bekehren, das würde ich tun, wenn ich es alle werde. Noch will ich so leben, das ich will. Ich sehe dann auch so schlecht was, meine Eltern sind vielmal nicht gut gewesen. Dann kam da eine Bibelwerk, ich war dann ungefähr 10 Jahre, und dann reden wir dort mit an, ich wieder auf 10 Jahre stehen, und ich rede dann meine Freunde von, dass wir mit anreden, und auch Band bleiben. Dann sehen sie, dass ich so Band bleiben dort. Würden mir Leute viel schöner gehen, wenn ich beim bleiben. Dann, da ich dann auch gesagt, dann würde ich nächsten auf beim bleiben, aber das bleibt bei den letzten Sinne vermehrt, dann bleibe ich dann beim reden mit dem Sinnerschullehrer, der Eva, und er hilft mir dann auch, dass ich mich dann bekehren kann. Ich wir dann auch so mutig, ich fuhr mutig nach Hause, und ich kann mäßig warten, weil wir stüß während meine Eltern dort vertellen. Ich freue mich so, dass ich so eine große Freude, aber das bleibt nicht so dort. Ich fall dann kurz wach, ich habe keine Gemeinschaft mit Gott, ich weiß wirklich nicht, was muss einer tun, wenn einer nicht bekehrt wird. Und dann fall ich war so weit war, ich habe so viel meine Eltern verloren, ich will ein bisschen leben, das mir das ging. Dann ich bin so viel mit großer Angst schlucken gegangen, ich das so schlecht, dass so, wenn die Nacht bis wird vorbeigehen, ohne dass ich ernst was antworten. Und dann wird dann 2018, ich habe wenigstens 2 Werke so getan, jeder Tag, mir das so da. Ich weiß, ich werde nicht bekehrt, ich weiß, ich werde bekehrt, aber ich lebe nicht so, wie ich soll. Mein Mund hat immer war, wenn ich ernst deute, wir arg war ich deuten. Aber ein Tag, dann ging mir das war so schlecht, und dann so, wie es ich dann mit deiner darüber reden. Und dann rede ich auch mit denen. Er hilft mir dann auch roten, wie dann zu beten. Und aber irgendwie, ich fand nicht richtig durch. Ich vor den Haus rede mit meinen Eltern, die war, was ich getan habe, aber mir fällt da nicht alles bei, was ich wirklich getan habe. Und dann wird dann so, dass ein paar Leute von mir ein paar Dinge bei, aber das so dann bildet mir an, dass ich dürfte gar nicht sein, dass wir gar so, was viel sein. Ich höre einmal mit dir reden, die dürfen ich gar nicht einmal. Und dann, aber das bleibt auch nicht so, ich fall bloß einmal wieder und dann 2 Jahre wieder nur Kanada vor, und dann dachte ich so, nu wenigstens würde ich kann besser werden, nu würde ich nicht tschüss sein, nu würde mir viel schöner gehen, würde ich wenigstens mal andere tun. Und das bleibt auch nicht so, besonders wenn ich mit meinen Freunden taub wir, was bekehrt wird, dann mohnen wir dort, dass die sind bekehrt und die sind mutig, und
En ik kan niet mutig zijn, mir ging dat dan ook zo slecht op helemaal. Da hat mir dann auch manchmal gefragt, ob mir das ging, und dann sehe ich bis einmal schein. Ich staue mich selbst, wenn ich so Fan werde. Und dann ist wieder ein Trägheim, dann dachte ich so, nie wenigstens würde ich mit anders sein, weil ich Trägheim, aber das war so viel schlechter. Und dann vroeg mich dann eine Freundin, mal, wo mir das ging, und dann sehe ich dann auch einmal ein bisschen boven, wo mir das dann ging. Und sie bleibt unhaltend zu mir fragen, und ich kann dann über dem zum Dinge sein, wo mir das wirklich ging. Und sie raubt mich tag so mit meinen Eltern darüber reden, und, aber ich kriege das nicht über mich, meine Eltern dort zu sein, wenigstens. Wo würden die denken, wenn ich dort sehe, dass ich wie so schlecht war. Und dann, aber fang mir dort auch zu jankern und ungerecht zu gehen, und dann dachte ich so, aber ich kann nicht so zu ungerecht gehen. Ich fange aber dann an, so zu ungerecht zu gehen, und mir redet auch kurz, die ersten Themen reden mir auch an, dort, wo mein Leben stand. Und dann ein Abend, dann kam ich nach Hause, und dann dachte ich so, das als vor ich mein Leben, als das vor ich bete Jesus, und ich der Buße über mein Leben. Und dann, aber wir so, ich kann das aber noch nicht kurz meine Eltern sein. Ich habe vor der und gebet, dass Jesus so mir Kraft schenkt, meine Eltern dort zu sein, wenn ich wusste, ich müsste dort sein. Und ich kriegte dann eine Kraft, meine Eltern dort zu sein, was ich getan habe, mir hat nicht so viel schon für Menschen, ich kann getauft worden und Gott Vorbild sein, in Gemeinde mithelfen, wo ich kann. Ik wil nog uit de Bijbel een paar steden erwähnen, wo het darum geht, dass wir ein Zeugnis geben doen. Einmal uit Markus, den 5. Kapitel, wo der Besetene werden und wo Jesus gehalten haben, wo Jesus gesund gemerkt hat, wie wollten wir das wir. Jesus merkte gesund, er dreift den bösen Geist uit. Und die Menschen von der Stadt, die wir nicht so erfreut werden. Da gleichen das nicht, und sie kommen raus aus der Stadt und sie werden Jesus verlot auch hier an sich steht. Jesus wieder nicht maglich in der Stadt. Und dann, als Jesus dann war hier, dann war das Mann, wo Jesus die böse Geister ausgedreven hat, wo er nie das Leben gekriegt hat, dann war er auch mit Jesus taub. Weil er auch mit Jesus taub mitgehen, wo er immer mit vor und saß in andere Städten, dann sagt Jesus der Arm hier im 19. Vers. Aber Jesus ließ es ihm nicht so, sondern sprach zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welche große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann wunderte sich. Wir würden sagen, dass wir vielleicht eine gute Städte, eine gute Gelegenheit gewesen, von einer Seite. Aber denken wir an, von anderen Seite wäre das keine gute Gelegenheit. Nämlich du an gedacht, dass die Menschen Jesus doch gar nicht wollen. Die wollen Jesus doch nicht, den, was diesen Mensch gehalten hat, den wollen sie nicht. Und Jesus sagt, gut vertell dort, was Jesus getan hat. Und Jesus sie nun wieder nicht euch gebracht. Wenn ich nun in die zweite Stelle, weil ich eine andere Stelle erwähne, in Markus im 7. Kapitel, im 36. Vers, hier wir ein Stammer, wo er auch taub wird, der kann nicht hören und der kann nicht reden. Und Jesus merkt diesen gesund. Er merkt den gesund, er legt in der Hand ab, was immer, und dort der Stammer redet, und der Daufer, der hört, was immer. Und dann, als er armisch gesund gemerkt hat, dann sagt Jesus der Arm, und er gebot ihnen, in 36. Vers, und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen. Aber je mehr es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Und sie erstaunten über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Hier wir eine andere Situation. Hier wie Jesus jeden genommen, die Menschen werden jeden dabei, und das sollen wir hier auch. Jesus gebietet nicht bloß dessen ein, sondern Jesus gebietet den Menschen durch, also wir noch da viele dort taub. Sagt dort nicht wieder, und dort sagt,
Je mehr Jesus dort sein wird, je mehr mögen der dort bekommt. Und die Menschen, die wundern sich. Die Menschen wundern sich. Wo wir ihn dort zuerst, dass Jesus ab dieser eine steht, sagt, den Schächten, der sei verkündige dort, und hier ab der andere steht, sagt, das sei dort nicht. Dort würde ich auch gleich dort erklären soll. Ich weiß nicht, woran das ist dort erst. Dort kann ich gar nicht ganz begreifen. Jedenfalls fällt mir da ein Vers ab, was Paulus zu Timotheus sein wird. Sagt Paulus, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Teretit oder Tereantit, wir würden vielleicht sagen, da steht, wo sie jeden Dunulüren, und wir haben vielleicht Ferken Entschuldigung, ab da steht, wo man sie bedürt, naja, der werden dort auch nicht hier, okay, dann tragen wir uns drei, oder dann werden wir gar nicht ein Zeuge Jesus sein. Aber dort hat Jesus uns gar nicht so geboten, hat uns gar nicht den Unterschied so gemerkt. Wenigstens diese paar Beispiele, sei wir dort Tim Doll vielleicht kriegt anders schwer. Also du wegen kriegt ihr was, das kann ich nicht behaupten. Aber Jesus schreckt ihn durch an. Stehe dazu, zur Zeit oder zur Unzeit. Und ich will auch uns Mut merken, dass wir auch, wo immer wir sind, nicht in der Gemeinde, wo wir getauft worden, bis durchreut sind, ein Zeuge Jesu zu sein, sondern überall, wo sich die Gelegenheit beuten wird, dort wir durchreut sind, das Zeugnis wieder zu geben. Gott so weit. Nummer 181. O Gott, mein Gott, so wie ich dich in deinem Worte find, so bist du recht, ein Gott für mich, dein armes, schwaches Kind. So bist du recht, ein Gott für mich, dein armes, schwaches Kind. Wie bin ich doch so herzlich froh, dass du mein anderer bist und dass mein Herz dich täglich so erkennt und auch genießt und dass mein Herz dich täglich so erkennt und auch genießt. Ich bin voll Sünde, du voll Gnade, ich arm und du so reich. Ich Rat und hilflos, du hast Rat und Tat zugleich. Ich Rat und hilflos, du hast Rat und Tat zugleich. Ich seh dich so
So, Gott sei Dank. Ich muss mich bedanken bei Jüngern, die sind ziemlich geluten geblieben, ja. Nicht so alles selber, ja. Tranquilo. Ja, als ich sehe, soll jemand euch redet haben, der muss verlangen haben, und sei das Gespräch zu merken, merkt dort, lasst ihn nicht quälen. Weet je, der Teufel ist gekommen, um uns zu quälen. Und der Herr Jesus hat ihn der Macht genommen, das ist davon gesäugt. Der Herr Jesus ist der, was uns raten kann und was er noch geraten hat. So, ich bin dankbar, dass wir diesen Abend beleven. Und ich möchte Ihnen doch noch einen Segen